Machen Sie bitte keine Schulden. Warum Schulden in der kommenden Krise negativ sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Friedrich & Weig Vermögenssicherung. Ja, wer Schulden hat, ist niemals frei. Das ist eine sehr weise Aussage und aus diesem Grund kann man nur appellieren, dass man zur jetzigen Zeit, auch wenn es günstig erscheint, keine Schulden macht. Wieso? Ganz einfach. In der Vergangenheit war es bei heftigen Verwerfungen, bei Währungsreformen, bei Währungsschnitten so, dass Guthaben und Verbindlichkeiten immer unterschiedlich bewertet worden sind. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir haben hier zum Beispiel 100 Euro Guthaben auf dem Konto und Sie haben hier 100 Euro Verbindlichkeiten auf dem Konto. Jetzt kommt ein Währungsschnitt oder eine Währungsreform und man sehe da, aus dem Guthaben werden auf einmal nur noch 10 neue Währungseinheiten, ja, man hat einen Verlust von 90%, aber die Verbindlichkeiten, die werden zumeist schlechter behandelt wie Guthaben, werden dann 20. Und auf einmal sehen Sie, dass Sie ein enormes Problem haben, dann poppen auch die Leasingblender in der Nachbarschaft auf, die umkippen durch den Margin Call und auf einmal hat man doppelt so viel Schulden wie zuvor. Weil das muss man natürlich auch in der neuen Währung dann zurückzahlen. Also Sie sehen, das ist negativ. Also auch hier Währungsreform 1948, schönes Beispiel. Aus 100 Reichsmark Guthaben wurden 6,50 Mark. Aus 100 Reichsmark Verbindlichkeiten, also Schulden, wurden aber 10 D-Mark. Das bedeutet, man hat im Endeffekt 53,85% mehr Schulden als zuvor. Und das hat vielen das Genick gebrochen, das hat viele wirklich dann den Rest gegeben, weil die Schulden einfach sehr stark gestiegen sind, die dann in der neuen Währung bezahlt werden mussten. Also können wir nur appellieren, auch wenn Sie zur Bank kommen, ich weiß, wie es ist, dann wird man angesprochen, Mensch, Sie müssen sich jetzt verschulden, so günstig war es noch nie, man zahlt nur 1% oder 0,9%. Nein, Sie müssen gar nichts, weil wenn Sie Schulden haben, auch wenn Sie jetzt eine Immobilie kaufen, eine völlig überteuerte Immobilie, by the way, wenn Sie jetzt günstigen Kredit bekommen für eine Immobilie, die Immobilie gehört nicht Ihnen. Sie gehört immer noch der Bank. Sie müssen immer schauen, wer im Grundbuch drin steht. Und in dem Grundbuch wird dann die Bank ganz oben drin stehen an erster Stelle. Und solange Sie Schulden haben, gehört die Immobilie nicht Ihnen. Sie gehört der Bank. Und das werden Sie bitterlich merken, wenn Sie dann irgendwie vielleicht keinen Job mehr haben, wenn eine Rezession kommt, wenn Sie sich scheiden lassen, wenn irgendwas ist, wenn die Preise fallen und dann die Bank die Hand aufhält und sagt, so, jetzt ganz schnell mal hier den Margin Call erfüllen, zahl mal deinen Kredit zurück, weil du hast keinen Job mehr oder die Immobilienwerte sind massiv gesunken oder was auch immer. Das hat man in den USA gesehen, in England gesehen, in Irland gesehen, in Spanien gesehen. Es war überall das gleiche Spiel. Solange die Bank sozusagen im Grundbuch drin steht und solange Sie Schulden haben, gehört die Immobilie nicht Ihnen. Und wenn es auch verlockend klingt mit 0,9 oder 1% Zinssatz auf Ihren Kredit, lassen Sie es. Ja, also es macht keinen Sinn, weil wenn Sie, es gibt oft die Hoffnung, oft erhalten wir dann auch die Frage in den Kommentaren oder auch per E-Mail, per Post, per Telefon, ja, aber jetzt muss man sich doch verschulden, weil wenn ich dann Schulden habe und das Ganze, der Euro kippt um und das Ganze löst sich in Luft auf, dann sind meine Schulden ja auch weg. Pustekuchen, so war es in der Vergangenheit noch nie und so wird es auch dieses Mal nicht sein. Keine Regierung, keine Politik, kein Staat hat Interesse, dass die Menschen irgendwann denken, wir verschulden uns bis zur Halskrause und dann werden alle Schulden aufgelöst, aber du hast immer noch die Immobilien, das Auto, die Handtasche und den Swimmingpool. Vergessen Sie es, das war noch nicht der Fall, das wird es auch nicht sein, weil der Staat entschuldet sich immer auf Kosten der Bürger, das dürfen Sie nie vergessen. Nicht der Staat geht pleite, sondern die Menschen gehen pleite, die Bürger gehen pleite. Ja, deswegen kommt vielleicht auch das Wort, der Wortstamm Bürger stammt zwar nicht vom Wortstamm Bürgschaft ab, aber wir bürgen für all das, was unsere Politik oder unsere Regierung, unsere Staaten in unserem Namen antun oder ja, Schulden machen, was sie auf dem Bierdeckel hinterlassen. Wir sind der Staat, das dürfen Sie nie vergessen. Ja, also das darf man sich hinter die Ohren schreiben und so war es in der Vergangenheit immer, dass der Bürger die Zeche zahlt. Wenn Sie wirtschaftshistorisch in die Vergangenheit schauen, dann ist es einfach so, wenn ein Staatsbankrott kommt, wenn eine Währungsreform kommt, dann entschuldet sich der Staat auf Kosten der Bürger. Und ich habe hier mal eine Liste von Staatsbankrotten in den letzten 150 Jahren. Die Liste ist ellenlang und es hat manche Länder auch mehrfach getroffen. Ja? Also wenn Sie gucken, Argentinien, Italien, Deutschland etc. pp. Wir waren alle mit dabei. Es kann immer wieder passieren und die Chance, dass es nicht passiert, ist eher gering. Auch wir werden das wieder erleben, weil erstens
Politik mit Geld nicht umgehen kann, das ist ja offensichtlich. Und zweitens, weil ungedeckte Papiergeldsysteme in der Vergangenheit immer gescheitert sind. Und aus diesem Grund bitte versuchen Sie sich zu schützen. Wenn Sie jetzt momentan Schulden haben, versuchen Sie die abzubauen, beziehungsweise eine Gegenwette aufzubauen in Form von zum Beispiel durch naturlimitierte Sachwerte. Das wäre zum Beispiel Gold oder Silber oder auch von mir aus Bitcoin, ja, dass Sie einfach im Notfall eine Gegenwette haben, wenn das System kollabiert, dass Sie ein Gegenhedge haben, mit dem Sie dann Ihre Schulden begleichen können. Und des Weiteren, wenn Sie keine Schulden haben und aber jetzt vorhaben, Schulden aufzunehmen, auch dann bitte kann ich nur appellieren, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, lassen Sie es lieber, weil wenn momentan eine Immobilie einfach sehr stolz bepreist ist, einfach warten, irgendwann werden die Preise auch in den Keller gehen. Und wenn es für eine eigene Immobilie nicht reicht, dann halt zur Miete wohnen. Ich meine, ich hätte auch gerne ein dickes Auto, aber wenn das Geld halt nicht reicht, dann geht's halt nicht. So wurden wir Schwaben immer erzogen, ja. Wenn ich früher 5 Mark bekommen habe und ich wollte aber das Yps-Heft für 8 Mark und den Kaugummi und die Softmaus, da war halt Schicht im Schacht. Ich konnte mir beim Kiosk nicht anschreiben lassen. Das ging nicht. Dann konnte ich halt nur 5 Mark ausgeben. Besser war es noch, nur 3 Mark ausgeben und 2 Mark sparen. Dann konnte ich beim nächsten Mal vielleicht dann den ganzen Kladderadatsch kaufen. Also jetzt ist die Zeit zu sparen. Handeln Sie antizyklisch. Wenn alle da draußen jetzt sich verschulden für Konsumgüter, für Autos, für schicke Taschen, Sneakers und so weiter, machen Sie genau das Gegenteil. Weil die breite Masse, ja, also schwimmen Sie nie mit dem Strom. Die breite Masse liegt zumeist leider falsch, wenn es um Investments geht. Sonst müssten alle da draußen reich sein, weil die haben alle Riester, Rürup, irgendwelche Lebensversicherungen und so weiter und so fort. Nein, da werden nur die Vermittler reich und die Institute, die diese Produkte implementieren und eruieren und rausschicken und verkaufen, aber nicht der Bürger. Das ist wohl ganz klar. Also daher der Appell nochmal, Schulden der jetzigen Zeit sind schlecht, sind kontraproduktiv, können einem auch böse um die Ohren fliegen, wenn hier der Währungsreset kommt und der ist, wie gesagt, das Zeitfenster wird nicht größer, es wird eher kleiner. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, schauen Sie in die Vergangenheit, was wirtschaftshistorisch in der Vergangenheit war und da kann man dann nur ganz klar sagen, Finger weg von Schulden. Geben Sie dem Video bitte einen Daumen nach oben, teilen Sie es, wenn Sie Freunde, Bekannte haben, die jetzt Schulden machen wollen, die völlig überteuerte Immobilien kaufen wollen, mit Geld, das sie nicht haben. Es gibt ja Menschen, die mit 0% Eigenkapital momentan Immobilien kaufen wollen in großen Städten, die völlig überteuert sind, historisch hoch bewertet sind. Das ging auch in Irland nicht gut oder auch in England und den USA nicht gut. Warum sollte es diesmal funktionieren? Also dahingehend bitte Finger weg von Krediten, um jetzt völlig überteuerte Assets zu kaufen. Das macht garantiert keinen Sinn. Das wird einem auf die Füße fallen. Aktivieren Sie die Glocke bitte. Schreiben Sie gerne einen Kommentar. Mich würde interessieren, wie Sie zu dem Thema stehen oder ob Sie Schulden haben. Und keine Panik, wenn Schulden da sind. Man kann jetzt anfangen abzubauen oder ein Gegengewicht aufzubauen, um dann gesichert zu sein, sobald da der Vorhang fällt. Und bleiben Sie bitte tapfer, bleiben Sie gesund, teilen Sie das Video, geben Sie uns einen Daumen nach oben, aktivieren Sie die Glocke, dann werden Sie auch informiert zum nächsten spannenden Video auf diesem Kanal. Und denken Sie immer daran, die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben. Herzlichst Ihr Marc Friedrich.